Thema: Die Zweite Weltkrieg bis die Wende. Unterthema: DDR. Weil ich habe dieses Thema gewählt, ich will sehr gern von der Zeit mit DDR erzählen. Ich habe dieses Thema gewählt, weil ich ein Lieber von Berlin bin. Oder nicht. Ich interessiere mich sehr viel von Historie. Ich studiere gern die Zweite Weltkrieg in meiner Freizeit, weil ich alles mit zum Beispiel DDR spannend finde. Ich habe also dieses Thema gewählt, weil ich will mehr lernen von die Zeit mit DDR. DDR hatte auch einen großen Einfluss an die Einwohner in Ostberlin. Ich finde dieses Verhältnis zwischen Ost- und Westberlin interessant. Ich denke auch, es ist das einzige Thema, ich 7 Minuten erzählen kann von Ost- und Westberlin. Als der Zweite Weltkrieg endete in 1945, bleibt Deutschland und die Stadt Berlin zu spalten in zwei Teilen: Ost- und Westdeutschland und Ost- und Westberlin. Die 4 Länder, über dem Deutschland besiegt hatten, sie geteilt die zwei Bereiche. Die Verteilung endete so: Frankreich, Großbritannien und USA bekam Westberlin und Westdeutschland, und die Sowjetunion bekam Ostberlin und Ostdeutschland. Aber jetzt ist alles mit Ost- und Westdeutschland und Ost- und Westberlin nicht existent. Letztes Jahr war das zweite Mal meine Familie und ich in Berlin in unserer Sommerferien war. Der erste Mal wohnten wir an die Kurfürstendammstraße in dem alten Westberlin. Es war sehr schön und das waren viele coole Autos, viele teure Läden, zum Beispiel Levi's, Replay, Gucci und so weiter. Letztes Jahr war das zweite Mal, meine Familie war in Deutschland. Wir waren in die alte Ost-Berlin, und wir wohnen auf einer Straße. Der Straße heißt Karl-Marx-Straße. Karl-Marx-Straße war eine schöne Straße mit einem sehr viel Weg, aber es war sehr sowjetisch. Hier gibt es kein cooles Auto oder Läd. Je länger du kommst weg aus in Ost-Berlin, mehr arm es bleiben. So heute gibt es beständig großen Unterschied zwischen West- und Ost-Berlin. West-Berlin ist schöner als Ost-Berlin. DDR. Die Deutsche Demokratische Republik DDR war ein Staat in Mitteleuropa, der von 1949 bis 1990 existierte. DDR entstanden auf der Verteilung auf Deutschland in 1945. DDR war kommunistisch und unter der Sowjetunion. DDR war von 1949 bis 1949 bis 1990 eine kommunistische sozialistische Diktaturstaat unter Kontrolle von der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland (SED). Aber die DDR verstand sich an einem sozialistischen deutschen Friedensstaat.
mit Arbeiter und Bauern, der über Krieg und Faschismus gewonnen hat. Die Einwohner in DDR hatten schlechten Umstand im Vergleich zu Westberlin. Darum versucht viele Menschen von Ostdeutschland und Ostberlin zu flüchten nach die westliche Teil auf Deutschland. Die Mauer. Die Berliner Mauer spaltete Berlin. Es war eine große und lange Mauer. Westberlin an der einen Seite und Ostberlin und Ost an der anderen Seite. Ostberlin und Ostdeutschland heißt Deutsche Demokratische Republik DDR. Die Mauer existierte in 28 Jahre seit 1961 bis 1989. In 1986 feierte man 25 Jahre Jubiläum von die Mauer. Die letzte Tote an der Mauer heißt Chris Geoffroy. Er wohnte in Ostberlin, aber es wollte er nicht mehr. So er versucht zusammen mit seinem Freund zu flüchten. Chris und der Freund wollten einem Restaurant in Westberlin öffnen. Chris und Christian versuchte nach Westberlin einen dunklen Abend. Chris und Christian flüchteten nach Westberlin einen dunklen Abend, aber sie bleiben entdeckt und geschossen. Chris ins Herz und Christian am Fuß. Chris starb, aber Christian überlebte.